So, Freunde, noch einmal in die entlegene Höhle auf Durus, jetzt mit Level 2. Und ja, je nachdem erfahren wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr über das Lumina-Pokémon, was hier offenbar vorhanden sein soll. Was auch immer es für eines sein soll. Wir hatten bis jetzt ja irgendwie Meganie. Milotic hatten wir einmal noch. Ramot. Und noch, wie ist dieser seltsame Fisch? Lusardin. Ja, ansonsten. Da nochmal ein Gengar, wo ich nicht genau weiß, was man dann machen soll, damit es herauskommt. Böses Gengar, einfach so andere Leute erschrecken. Okay, das Gengar hat keinen Bock rauszukommen. Jetzt ist das wahrscheinlich wieder da hinten wach. Was höre ich da? Pipi. Ja, ist ja gut. Ich sehe ja schon, dass du ein bisschen sauer bist. Warum auch immer. Oh, neue Strecke. Ein Flunkiefer. Hä? Aha. Interessantes Verhalten der Kloinsteins. Ein riesiger Kristall. Machen hier so Geräusche. Dschungelmuster. Tatsache im Dschungel. Warum auch immer. Ephemer, so ein bescheuerter Name.
Ja, wer weiß, Professor, wer weiß, könnte natürlich sein. Und das war's. Viele Pokémon. Naja, geht. 2, 3 waren es. Also, das viel ist, meine Definition von viel fängt nicht bei 2 oder 3 an, aber gut. Ein schönes Foto auswählen, dann kann man das hier. Gengar. Hier, Gengar. Zunge rausstrecken, ja, ich bin ein Gengar. Da wollen mich die Pokémon. Warum wollen die Pokémon mich eigentlich immer fressen? Was habe ich denn getan? Ich bin doch ganz lieber. Genau, Schienenhacken da, sage ich auch immer. Und ein Flunkiefer. Ja, hoffentlich flunkert es mich nicht an, wenn es ein Kiefer. So, Professor, hast du jetzt alles? Sehr gut. Neuigkeiten für dich. Na, endlich mal. Ich nehme an, das 5. und letzte Lumina-Pokémon. Also eher so Richtung Eis oder Stahl, wa? Da käme so viel in Frage, könnte auch ein Stahllos sein. Hä? Sehr gut, das letzte Luna-Pokémon. Ob es wirklich das letzte ist? Naja, ich weiß nicht so recht. Ich habe schon so oft schon irgendwie erwähnt, von wegen, oh, jetzt haben wir das 4. letzte, oh, jetzt haben wir noch eins. Also weiß ich nicht. Aber gleich erstmal zur Lumina-Zone. Bestaunen wir das 5. und vermutlich letzte Lumina-Pokémon. Das war doch ein Stalos. Das ist doch ein fucking Stalos. Natürlich, da ist er. Toll. Was soll ich jetzt machen? Ich muss ihn irgendwie aus dem Leuchten bringen. Weil ganz ehrlich, bisher dachte ich eigentlich immer, dass die Lumina-Pokémon so riesig wären, aber Stalos, Stalos ist generell schon groß, aber wir sind nicht irgendwie so. Super. Und nun muss irgendwie das Lumina-Phänomen, also sprich, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es. Ja, genau, du sagst es. Fix ist auch noch. Ja, sag mal. Hab ich schon?
Ja, muss reichen. Wobei, so viele Lumina-Bälle waren es gar nicht. Hm. Hä? Sie seine Farbe verloren oder was? Jo, wissen Sie auf einen anderen Lumina-Pokémon, dass es so schnell geht? Hä? Es werde Licht. Okay, kann nicht mehr hin. 行ってしまったのかな。戻ってくる前にちょっと寄り道してもらってもいいかな。さっきハガネールを追いかけているとき気になることがあって、途中壊れた壁の奥に大きな空間があるみたいなんだ。サーチの結果、それは人工のものと出ている。これは行ってみるしかないよね。 Josh? Ich gucke mal. ここは何なの、博士。今までのようにイルミナポケモンに関する遺跡だとは思うけど、この壁画は Die 5 Lumina-Pokémon. ところどころ壊れているけど、これは言い伝えを手にしたものだね。年代は簡易測定によると約2000年前。お、びっくりしたよ。そんなにすごいことなの？小惑星が衝突したのと同じ時期に描かれたものなんだよ。すごい、これは大発見だよ。昔の人が見たことが描かれているの？落ちてくる隕石からポケモンたちが守ってくれてるのかな？ポケモンたちのこの模様はイルミナポケモン。つまり隕石の落下の前にイルミナポケモンがいた。そしてこの中央には6匹目のイルミナポケモンが。博士？ごめんごめん。ちょっと考え込んでしまった。データは一通り取れたので、一度戻ってから整理しよう。 Jo. Aber interessieren Endpunkt. Ja, ist klar, natürlich. Aber habe ich Stahlus mit genug Luminabellen beworfen? Ich bin mir nicht so sicher. Ich hatte jetzt das Gefühl, mal so eine Musterung zu sehen, aber... Was? Erst drehen, dann bewerten? Och nö. Ah, gut. Schwein gehabt. Ja, Mann, der Stahlus war einfach riesig. So, Level 2, das war klar. Das geht hier eigentlich immer ziemlich fix.
Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Zumal wir, glaube ich, jetzt im Lumina-Deck sehr um die 160 rum sein dürfen. Ne? Und ganz ehrlich, wenn noch über 40 fehlen sollen, kann es sogar irgendwie um die 50 rum. Ne? Weil ja, es sind ein bisschen mehr als 200 Pokémon im Lumina-Deck. Ich kann mir nicht vorstellen... Oh. おそらく次が本当に最後の調査場所だ。君たち準備はいいかな？ Für eine letzte Reise. Schon vor dem Fall Meteoriten existierten. Krass. Dass diese Pokémon generell so alt sind. Wenn es natürlich irgendwie, sag jetzt mal, der Boss ist, dann könnte es ja auch sein, dass es dabei sogar ein legendäres Pokémon ist. Wenn ich mal so doof, finde ich jetzt. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, genau, also dass es irgendwie noch ein Gebiet geben muss, war eigentlich klar. Weil, seien wir ehrlich, es ist eigentlich nicht möglich, dass wir um die 40 oder sogar 50 Pokémon in den bisherigen Regionen, dass uns dann auch so viele fehlen. 10, 20, ja, aber 40, 50 glaube ich jetzt eher weniger. Ja, da sehe ich mal 161 Pokémon bereits registriert, krass. So viele Pokémon. Und vor allem so viele fehlen ja auch noch. Also eben um die 40, 50 fehlen noch. Da war klar, dass es noch irgendwie ein letztes kleines Gebiet noch geben muss. Aurum. Was ein Name. Ruinen des Schatzes. Diese antiken Ruinen schlummern auf einer vergessenen Insel. Die Ruinen. Jo, legen wir direkt mal los. Wir haben noch ein paar Minuten, also insofern. Hey Hundemon! Ja, natürlich, wie immer. Wieso war das so schnell? So. Die Leute golden. So. Knurren nicht so an, Bello. Sonst kommt es an die Leine, ist klar. Hier, guck mal, fress sie. Okay, der will nicht fressen, von mir aus. Wo ist noch mehr? Alola-Pokémon. Ein Feuergift-Typ, mit so einer ganz crazy Fähigkeit, mit der er sogar Stahl-Pokémon vergiften kann. Das war heavy. Deswegen hatten den ja auch viele im Team. Zumindest teilweise. Wow!
Hm. Das sind irgendwie Statuen. Ja, das sind Statuen der Lumina-Pokémon. Was ist da in der Mitte? Oder symbolisiert in der Mitte? Alter, die Hundemon, ey. Was ist denn da oben? Ein Natu. Da hätten wir Stalos. Überall ein paar Kristallblumen. Tja, was ist da oben? Megalon. Megalon. Sie würden sich irgendwie unterhalten, so wegen, ja, wo sind die Wächter hier? Tja, wer weiß. Oh, schon fertig. Ja, wir gehen schon, Hundemon. Tja. Das war's wohl, wa? Teleportation! Ja, gespannt bin ich auch. So. Stufe 3 haben wir nur 1. Okay, wundern wir jetzt ein bisschen. Nehmen wir das hier. Ein U-Hafnier. Molunk. Sympholara. Was voll am Abdrehen ist. Ich bin der Wächter. Jo, was haben wir gesehen? Warte mal. 22, 23, 24, 34, 7, 8, 969 Pokémon. Verschiedene, wohlgemerkt. Welches können das 5. und letzte Lumina-Pokémon sein? Also wirklich letzte. Neben pro Insel, wenn man so will, pro Gebiet. Ne, sagen wir pro Insel, nicht pro Gebiet. Pro Insel gab es ein Lumina-Pokémon. Und hier soll offenbar irgendwie das 5. sein. Könnte man vielleicht sogar sagen, wie das zentrale, das Herrscher-Pokémon von allen. Das muss fast ein legendäres sein. Die Frage ist, ob es irgendwie eins ist, was sowieso mit dem Lumina-Effekt zu tun hätte. Also was irgendwie darauf zurückzuführen wäre. Irgendwie vielleicht sogar, keine Ahnung, Syro-Pokémon oder so. Was wird sogar den anderen Pokémon diese Macht gegeben hat. Wer weiß, ist ein bisschen so freie Schnauze, frei fantasiemäßig. Und noch eine Kristallblume. Ja, aber versucht. Wo soll die sein? Wir haben die nicht gesehen, Freunde. Gut, aber das und vieles mehr, Leute, würde ich sagen, schauen wir uns die nächste Folge an. Zurück bei New Pokémon Snap auf den Spuren des letzten Lumina-Pokémon und vielleicht ja auch schon dem Abschluss, dem Ende der Story.
Wer weiß, wer weiß. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.